Bonjour bei CSV TV, wo wir heute über eine Gesetzproposition schwätzen, die Nancy Kemp-Arendt für kurzem an der Chambre deposiert hat. Dafür ist Nancy Kemp-Arendt noch heute im Studio. Bonjour. Bonjour, Frank. Ja, es geht um eine Gesetzproposition für Elitesportler, die auf Weltniveau in der Weise sind, bei ihren Leistungen zu unterstützen. Für was ist da wichtig, gerade die Sportler besser aufzusichern? Ja, wenn wir der Meinung sind, dass Hochleistungssportler eigentlich schon von Spielschulalter an sich engagieren für ihren Sport, eventuell riskieren, ihre Schule aufzubrechen, ganz viel Engagement bringen und sie ganz oft nach ihrer sportlichen Karriere in prekären Situationen sind. Und wir sind der Meinung, wenn eine so Ambassadeurin hat, die die Farbe vom Land auf so hohem internationalem sportlichen Niveau vertreten, das Land sie nicht soll hängen lassen. Da gouf ja aber schon 2005 ein Sportgesetz gestimmt, wo eine Reihe Mesuren dran waren, unter anderem den Sportsaldo, den ja vielleicht besser bekannt ist. Für was ist dieser Schritt? Ja, weil man eine weitere Etappe wollte gehen, weil den Sportsaldo eigentlich keine universelle Antwort gibt auf die verschiedenen Situationen von einem Hochleistungssportler. Das ist so, dass ein Student zum Beispiel keine Access hat zu dieser Sektion und man darf der Meinung sein, dass wenn ein Hochleistungssportler das Pferde springt, die Schule an den Sport auf hohem Niveau zu meistern, dass auch da eine parallele Unterstützung muss brüchen vom Staat, für eben sozusagen die Dual-Karriere zu unterstützen. Zu gleicher Zeit fanden wir aber auch, dass von einen professionellen Sportler, also wenn ihn sich fehlt, während ein enger Saison oder ein Pur-Saison wirklich professionell ob ein Event, ob ein Top-Event wie eine Olympiade, eine Europameisterschaft vorbereiten, dann muss die Möglichkeit kriegen, das auch wirklich professionell zu machen. Ohne müssen an die 4 Monate Formation de Base, die auch hier bei dem Sportsaldo verlangt ist, weil das eventuell ein ganz Saison von einem Athlet, von gerade in einer guten Form als Perimäre kennt. Die tritt als eine Insertion professionell, auch hier wollte man die Karriere unterstützen, da zum Beispiel ein Sportler kann zeitweilig an einen Betrieb abgeholt gehen und dann do eine gewisse Erfahrung sammeln, und wenn der Partner daran zufrieden ist, wenn er kommt, von seinen Qualitäten, von seinen Charakterzügen überzeugen, eventuell mit einer Möglichkeit für ihn Hanno komplett anzustellen. Und der dritte, das ist eigentlich etwas, was mir ganz viel um Herz liegt, das ist Service de Guidance. Wir wissen, wir haben das Sportlycée schon am Moment, den nicht ganz gut fertig springt, Sport an Schule mit denen zu kombinieren. Aber wir werden immer Athleten haben, die wollen den Schritt an das Ausland gehen, für eben dort zu gucken, wo an ihre spezifischen Sportarten die Welt best trainieren und auch studieren. Und da haben wir sie an der Vergangenheit wirklich allein gelassen, auch die Eltern allein gelassen. Und da probieren wir ein Service eben aufzusetzen, die guckt, wie kriegen wir sie da an die dorten Schulen ran, wie machen wir das, wie können wir sie unterstützen bei den Admissionsprozeduren, auch mit der Konversion von den Diplomen, auch wenn sie zurückkommen. Also ich meine, das ist etwas, was ganz wichtig wird sein für Zukunftsathleten, die den Schritt an das Ausland wollen. Und der letzte Punkt, dass wir auch den paralympischen Sportarten an andere Stelle werden gehen, also auch die könnten von all diesen Mesuren profitieren. Für was lo, respektive für was wird bis lo Kinder da gepackt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, hier ist Molenka kein Dossier, den die Regierung kennt so mehr hätte verschlafen, weil das sind die Jahrzehnten aus der Sport an den Broden haben oder blauen haben, so dass sie zumindest nicht die Fehler mal im Kenten zuschauen drin. Aber das ganz sicher verschlafen gehen, weil da dort noch eine Problematik des Service de Guidance für die Leute an Ausland zu guidieren, gerade so wie die Dual-Karriere vom Sportler, den auch studiert, als sind lange gewusst und das ist einfach nicht gemacht gehen, das schon mal lange gewusst, mit das einfach die Wichtigkeit war ihnen mengglisch nicht groß genug. Fränkisch kann ich just so, wenn es bei uns wenn mehrere Chance hätten, an die Regierung zu kommen, wir dürfen die dort ein Dossier direkt packen. Kinder, vielleicht Leute noch präzisieren, da sie wirklich just die Elite-Sportler, die allerbesten, die von der Kente profitieren. Das hängt davon ab, was eine Vorderstufe sind. Das ist effektiv so, dass für die PAI, den Ausgleich von der PAI für die Studenten, das wird Förderstufe 1, dann 2 vom Komitee Olympique. Das sind schon Athleten, die relativ nah in einer Qualifikation für die Olympiade sind. Wir haben aber auch eine Förderstufe drinnen geholt, also Zukunftsathleten, die auch froh kommen, mitzugehen an die Olympiade. Auch die geben eine finanzielle Unterstützung kriegen, wenn sie natürlich da studieren, aber nicht mit Talschen vom Mindestlohn. Vielmals merci dem Nancy Kemp-Arendt für heute. Merci auch, Frank. Und ich merci für noch gucken.